schöne guten Abend. Hallo, also gleich soweit. Die wunderschöne Zeit steht für unter dir. Der Gläschen Ackerstach leider in der Luft. Und aus dem ersten Beitrag heute stellt der Präsident vom SICA hier neue Räumlichkeiten vor. Wir sind heute beim SICA, beim interkommunalen Syndikat für Tofallgestion aus dem Westen vom Land. Der Westen vom Land, eine Region, die über die letzten Jahre viel gewusst ist, die auch an den nächsten Jahren viel wusste werden. Und natürlich muss noch die Infrastrukturen vom SICA mitwussten. Dafür sind ich ganz froh, dass wir heute an dem neuen Service Collect vom SICA sind. Ihr wisst, dass wir zwei große Aufgaben haben. Einerseits der Recycling, und andererseits den Service Collect. Das ist der Service, der alle guten Kiewele bei den Leuten sicher gehen, die gering, die blau, die giel, aber auch die gro, der Sperrmüll Fallolux tut regelmäßig 34.000 Kiewelen, die sie bei den Leuten sicher gehen. Der SICA ist entstanden 1950, damals mit 5 Gemengen, entretemps 8 Gemengen, über 41.000 Einwohner, die an diesen Gemengen wohnen, dann kommen an der Moyenne all Jahr 900 Einwohner dabei. An den ersten Jahren von 1951 bis an die 90er Jahre war der SICA natürlich mehr klein, weil für allem just ein Syndikat, den Dreck bei den Leuten sicher gegangen ist. Es war ein Syndikat, das einerseits ein Büro an dem Büro von der Kieler Gemeinde hat, das ein Kamion stungen an einem Hall zu allem. Das ist aber an den 90er Jahren nicht mehr durchgegangen, wie der SICA nur neue Missionen gekriegt hat, wie modern ging das, wie es eigentlich ein Abfallgestionssyndikat ging, wo ganz viel Wert auf Sensibilisierung und auf Müllvermeidung gelöst ging. Die wissen, an den 90er Jahren haben wir beim SICA das Wiegesystem angefordert, den Dreck als triiert ging, das Prinzip vom Pollueur-Payeur als angefordert ging. Das alles hat mit sich gebracht, dass die Infrastrukturen müssen ausgebaut gehen. So dass der SICA an die Industriezone op Kirle kommen. Einerseits mit seinem Recycling-Service, die ganz viele Leute hier in der Region kennen, andererseits mit seiner Verwaltung, aber auch der Service Collect, den sich an der Industriezone näher gelost hat, und nur Hallen hier an der Industriezone gekauft hat. Der Westen vom Land, eine Region, die ganz viel wies. Das sind Gemengen, wo sich an den letzten Jahren ganz viele junge Familien näher gelassen sind. Gemengen, die Leute ganz viel bieten an. Dafür muss noch die Infrastruktur vom SICA natürlich mitwussen, für dass wir weiter den Service Bürger können leisten, den die Leute von uns gewinnt sind. Dafür ist die Decision am Komitee geholt gehen, dass wir als ersten neuen Service Collect bauen, auf einem Terrain zu Kiel, den man konnte kaufen an der Industriezone für dann noch das Ressourcencenter zu modernisieren. Wie gesagt, wir sind heute am neuen Service Collect. Die Terrassementserbeste vom Service Collect, die haben am Februar 2020 angefangen. Aber wie Februar 2020 seht, den weiß, dass immer unter noch der Lockdown durch die Corona-Pandemie kommt. Trotz diesem Lockdown konnte man mit den Betonserbesten am Juni 2020 weiterfahren. An 30 Monaten noch, schon 30 Monaten noch, während die Arbeiten so weit aufgeschlossen, dass der Service Collect an das neue Gebäude konnte rankommen. Es sind rund 25 Millionen investiert, gehen davon 20 Millionen an das Gebäude, die von den verschiedenen Membergemengen vom SICA eben bereitgestellt sind. Schon gesagt, es geht um Abfallgestion. Es sind ganz viele Kiewelen, die aufgeholt gehen. Der Service Collect 1951 mit 3 Leuten angefangen, entretemps rund 30 Leute, die am Service Collect sind, und die das letzte Jahr zum Beispiel über 11.000 Tonnen Dreck bei den Leuten sicher gegangen sind. Das Gebäude wird auch dem modernen Fuhrpark vom SICA Rechnung dreht mir eng Urzing Gefierer, die mussten gewacht gehen, die mussten stockiert gehen, die mussten gepflegt gehen, du musst dann noch geguckt gehen, das Gebäude wird dafür den edische Volumen hat, sie rund 5.000 Meter Carré, die das Gebäude hat rund 35.000 Meter Kippvolumen ob engem Äquivalent von 2 Steck, für das wir als Missionen können erfüllen. Mit ihr wisst doch, der SICA als kein renkt Abfallgestionssyndikat, das ist eigentlich ein Umweltsyndikat. Das hat sich am Laufe von den 90er und den 2000er Jahren so entwickelt. Das ist wichtig, für dem Rechnung zu drohen, haben wir auch beim Bau vom neuen Gebäude abgebaut. Es sind LED-Leuchten, die benutzt sind. Wir haben bei der Außenbelichtung abgepasst für die Pollution luminös, für die so gering wie möglich zu erhalten. Das ist eine ganz performante Photovoltaikanlage mit auf den Dach gebaut, so dass man praktisch auf
engem Zero Energy Building hai am Sika sinn mir geguckt, dats eng Seit vun der Fassade begrünt gëtt, op enger Seit vun der Fassade mat Méichkeet fir gesinn, dat Villacher hier Nachter kënne machen, so dats man der Fauna an der Flora haier aus der Region noch Rechnung droen an natierle Schummer och geguckt, fir Tränenwässer ze gewannen, dat benutzen wir fir ze Netze, fir d Kamion ze wäschen. Bref, mir wëllen eiser Missionioun als Umweltsyndikat gerecht gin. A well mat der Missionioun wëlle gerecht gin, a well als Gewurse als Gemengen iwwer die nächst Jore noch weiter wussen, werden awellmer de Bierger weiterhin en gutes Service wëllen ubieden, werd de nächste Projekt auch schon 400 Dir stoen. An do geht et drum als Recyclingcenter zu moderniseieren. Aus dem Recyclingcenter wo wir all Jahr rund 125.000 Passagen haben, werden wir ein modernes Ressourcencenter machen, wo die Leute natürlich weiterhin hier Dreck können aufgeben, recycelt wird, wo die Leute eine gewisse Kommodität da werden haben, was die Accessibilität vom Gebäude geht. Wir werden aber auch ganz viel Wert auf den Tri und auf die Wiederverwertbarkeit von den Stoffen legen. Das machen wir heute schon mal am Recyclageboutique. Das werden wir dann ausbauen. Ihr wisst, der Recyclageboutique am Sika als ein Platz, wo die Leute hier Sachen, die nach gut sind, können aufgehen, aber wo andere Leute die Sachen da können weiter benutzen, eben justement, weil man vermeiden wollen, für den Dreck wegzugeheien, wann die Sachen noch zu benutzen sind. Zum Beispiel der letzte Monat haben wir 15.000 Kilogramm Sachen an dem Recyclageboutique rausgehen. Es wären über 4.000 Leute, die sich selbst dahin sicher gekommen sind. Das ist am Sinn von der Circular Economy und das ist auch am Sinn von einem Umweltsyndikat, so wie wir das in der Zukunft weiterfeiern. Den Dach vom Baum gëtt landesweit zelebriert, an so auch zu Mämmer. Ugefangen gëtt mat enger Heckeplansaktion. Hecken sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Das unter anderem hat den Vierster der Kanner aus dem Cycle 3 von Mama a Kapellen erklärt. 100 Kanner hatten Heckepflanzen teilgeholt. Heckepflanzen gehört zum internationalen Tag vom Baum. Und das ist mittlerweile schon eine Tradition an der Gemeinde Mama. Heisi 4 oder 4 Joer Well 3,5 Hektar fichtene Wäschgol gin, die am Kader vum Klimawandel aufgestuerwen sinn, dann natürlich auch den Borkenkäfer war do ein Thema, dat huet dann direkt auch ma Klimawandel ze dien. Wir mussten dieses Platz so opforsten, egal wéi, das auch gesetzlich so viel gesehen. An dem Kader kann man natürlich auch de Kanner beibringen, aber das für eng Arbeit, dass viel Arbeit machen. Wir machen net jo paar Tecken und Beem eben noch für die Natur und eben noch für Tiere. Und das kann man so ein bisschen am Spiele beibringen. Und sie sind eben noch die nächsten Generationen, ich meine, die am meisten Werte mit der Geschichte vom Klimawandel zu dienen. Und das ist auch ganz wichtig, auch zu sensibilisieren auf das Thema und eben noch zu weisen, hey, man Pflanzen können man von ein bisschen dagegen fliegen. An wo lo die Pflanzen hingesät gin, dat ass eng Kompensationsfläch, déi fir rund 50 Joer zur Verfügung gestalt gëtt als Kompensationsfläch wie d'le Autobun duch Wärmer gefauerert gin ass. An die Beem, die Demos durchstungen, déi muss lo loes ersät gin, dat mammer ze summe mat deise Schëllkanner a mir hunn et lächt Joer och op dëser Plätz gemer mat den Neigeborene, well eng Traditionioun ass iwwer 20 Joer bei an der Gemeng, dats all Neigeborenen Mattingen Ären hai op d'Rée vun der Gemeng Baum gesät krit. So, an Lot zum eigentliche Baumpflanzen, wo all Neugeborene vom letzten Jahr ein Baum gepflanzt krit. Wir sind heute zusammengekommen auf den 12. November hier am Baumbösch zu Mama für den nationalen Tag vom Baum. Das ist so, dass den all Jahres gemacht wird. Und auch dieses Jahr haben wir an Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mama eine Aktion geplant. Wir werden an die 100 Baumpflanzen hier am Baumbösch für allem auch natürlich für den Baumbösch relativ schlecht runter ist. Und wir hoffen, dass wir mit den Leuten wirklich einen Frieden können machen, dass sie für einen kleinen Kant einen Baum können setzen. Die Damen und die Herren, wollte ich euch felicitieren, dass ihr heute dabei seid. Felicitation, seht ihr immer, von der jungen Novus hat. Die Novus, den lebt in einer anderen Welt, wie wir abgelebt sind, für die, die hier stehen, aufgewusst sind. Mit den Novus hat eine Welt für uns, die nicht viel mehr spannend ist, wie die an den 80er, 90er Jahren, und vor allem an den 2000er. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde
ihr die Infrastrukturen bieten, wo der zufrieden sieht, für ihr jungen Kinder, sie hat Schule, sie hat Maison Relais, sie hat Sportinfrastrukturen, sie hat Kulturinfrastrukturen, an Apps werden alle gute für ihr Kinder, für die Zukunft von unserer Gemeinde nicht müssen wert, dass das geringst bei uns an der Gemeinde. Wir haben 21 Kilometer Carré, ja, es sind Residenzen, es sind Wohnungen, wir finden allem also auch geringst. Bei uns an der Gemeinde, auf den 20 Kilometer gehen Büscher, Wiesen, Hecken und alles das, was da verlangt. Und die hat den großen Avantage, dass der hier bei uns an der Gemeinde könnt wohnen, nur bei der Stadt sieht, nur bei den Supermärkten, auf jeden allem auch nur mit der Natur. Und die Natur, die genießt man nicht, mit die will man erhalten. Und dafür gingen sich alle gute Bierden, dass man zusammen für kann auch in Bäumpflanzen, zusammen mit dieser Gärtner-Equipe aus der Gemeinde, zusammen mit diesem Vierstrafe und allem seiner ganzen Equipe, die hier abgestellt sind da die drecken ohne weiteres mehr wie 150 Kilo an der Bank. Und sie werden ihr helfen, Erdbeam dann zu pflanzen. Das gesagt, merci dem Fabrice Reuland mit seiner ganzen Equipe. Und ich wünsche Ihnen Flotten noch mittig nach bei Eis, geht auch ein kleines Notizen an zu trinken. Und genießt diese späten Hirsch. Und ich hoffe, dass ihr euch rumgesehen ob all die Christevenementen, die wir haben. Das gesagt, schön noch mittig. Schön, ja, eine schöne Christzeit. Und da ging ich dann alle guten invitieren, sowie der Präsident von dem Syndikat Initiativ. Mich das opfordert, nämlich ein Diploma zu überreichen. Und ich hoffe dann noch mehr anderen Bob. Merci für die Nullausstreuen. Und eine schöne Mittag bei uns an der Gemeinde. When I was young, Wir sind hier zu Mama. Dir wisst, dass wir zwei Manifestationen an unserem Jahr so machen, an unserem Kalender stehen haben, die wir regional abziehen. Das ist einmal unser ganzes Sommerprogramm am Festival am Brill, mit der Fête de la Musique, mit dem Nationalen Feiertag. Und dann am Winter fängt Michael zu gehen. Da kommen als traditionelle Winter Moments. Als Winter Moments, die das Jahr ein bisschen unter den anderen gewandt sind. Wir stehen zwar auf demselben Support, wo wir letztes Jahr eine Eispiste hatten, aber durch die Energiesituation wie es durch die Decision, die wir am Gemeinderat geholt haben, für Energie zu spüren, wird das Jahr keine Eispiste sein, aber das Jahr werden wir eine Rollerpiste tun. Es wäre uns wichtig, dass wir die Leute an unserer Gemeinde, die Jugendlichen, die Kinder an unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus etwas anbieten, dass sie etwas finden, wo sie sich können über die Winterwochen amüsieren. Und voilà, dafür haben wir eben dezidiert, dass wir eine Rollerpiste machen. Die Rollerpiste ist relativ viel ab, vom 25. November bis den 8. Januar. Die Rollschung, die die Leute brauchen, kriegen die Leute natürlich hier auf der Platz, so wie sie dadurch von den Schlittschuhen gewinnt werden, kriegen sie natürlich hier auf der Platz gelohnt. Das Ganze, das ist auch gratis. Und wir hoffen, dass ganz viele Leute davon profitieren. Das gesagt, im Moment noch ganz viel noch Chantier, noch Erbestaus, aber das wird ja noch ganz flott sein. Das wird eine ganz flott Christdekoration sein, die wir Site hier rundherum mit einem Schloss haben. Und das ist der Wert, für an den nächsten Wochen einmal hier hinzukommen. Neben der Rollerpiste
Rollerpiste, die das hier auch nicht ganz viel Uklang bei den Kanner aus dem Enseignement fondamental fanne wird, haben wir dann das zweite Element, auch ein traditionelles Element von unseren Winter Moments, das als Almhütte, so wie das letzte Jahr auf 2 Stück. Die Vereine haben sich nächstes Jahr ganz viel mehr gemacht für die verschiedenen Oventer, die sie machen. Wir haben italienische Oventer, spanische Oventer, bayerische Oventer, wir werden Raclette-Oventer haben, wir werden aber auch einfach Party-Oventer mit DJ haben, all die Oventer, wo ein Verein etwas organisiert, wo für die Gäste gesucht ist, also auch für die Musik gesucht. Wir werden ganz viele verschiedene Gruppen haben, die hier auftreten, einfach für das die Leute einen flotten Moment fanden. Ich meine, ich gebe die Leute wirklich invitieren, auf dem Internet sieht von der Mama Gemeinde gucken zu gehen und das ganz bestimmt der dient oder der dernert dabei. Die Almhütte wird nicht so funktionieren, wie das doch letztes Jahr der Fall war. Auf der einen Seite haben wir ein Konto noch draußen, für das die Leute, wenn hier Kanner oder hier Bekannten auf der Rollerpiste sind, dass sie da gemütlich etwas zusammen trinken, während sie werden, dass hier Kanner fertig sind. Und dann natürlich spannend dran, auf den 2 Stück, wo über die nächsten Wochen vom 25. November an bald all Abend Animation wird sein, wo sicherlich ganz flott Abendwerte stattfinden. Dritten Highlight, den wir dann das Jahr auf unsere Winter Moments haben, ist als Sportsbar. Die Leute, die Lust haben, die können hier am Nachmittag und am freien Abend können sie Matcher von der Weltmeisterschaft gucken. Das wird ganz flott gehen, das ist eine ganz flotte Atmosphäre. Es werden ein gut 100 Leute an den Sportsbar können raggoen. Das ist alles am Holz gehalten. Das gibt dafür ein ganz agréabel Atmosphäre. Wir werden an der Sportsbar überall oben rundherum den Plafond Fernsehen hängen, so dass ich von allen Plätzen aus gut gesagt. Zwischen den Matcher werden wir DJen auftreten lassen, für das ein bisschen Stimmung ist. Da mengen wir, dass wir das ganze Bild über die nächsten Wochen proper aufgeräumt haben. Wir haben dann auf der einen Seite für die Kanner, für die Jugendlichen schon mal als Rollerpiste, natürlich auch für die Erwurste, wenn sie Lust haben. Wir haben für Doventer mit ersten Getränks an mit Musik als Almhütte an. Für die bisschen mehr sportsbegeisterte Leute haben wir als ein Sportsbar, den dann eben noch all der Robers, wann Matcher bei der Fußballweltmeisterschaft sind. Das Fußgängerleitsystem gouf am Kader vun der Mobilitätswoche angeweiht. Ziel ist es, den kürzeste Weg der Leute zu weisen. Distanzen gehen nicht an Kilometern, mehr an Minuten angewiesen. An einer ersten Phase sind es 40 Schilder auf 5 Plätzen abgestellt. Mit der Zeit werden es bis zu 200 Schilder sein, die an der Gemeinde stehen. Wir probieren immer eine neue Instanz zu setzen. Ich meine, das Jahr werden die Velo, das Jahr also wechselt auf Fußgänger. Und ich meine, in dem Sinn probieren wir noch die Nico vielleicht für die Leute zu kriegen, aber das sich auch als gut erweist. Da gibt es auch an dem Sinn Führer für. Ich will auch merci so an alle Leute, die da mitgeholfen haben. An nächster Stelle natürlich als Umweltberater Laura Majerus, den kein mehr gescheit ist, für das alles gut klappt. Ja? Und mir so noch vielmals merci im Büro d'études. Nennen wir den Namen nicht, so steht das. Wo eigentlich der Frage gemerkt steht an der Zeitung, das wollen sie dann nicht. Wie gesagt, so eine große Merci. Wir sagen natürlich auch Merci unserer Mobilitätskommission. Weil ich kann nicht so, ich war auch, wie gesagt, das Programm das geguckt und das ist nämlich so einfach für alle die Punkte zu definieren, wo soll ich hingehen, was soll ich weggehen, und für dann nur am Anfang Resultat zu holen, wie das da, wo ein Panel da steht, bis dahin also 0,7 Kilometer. All das bedingt ein immens viel Fehlerbestand. Fehlerquote, das ist ganz groß. Das haben wir gesehen. No 2 Jahren Pandemie bedingt war es soweit. Mama konnte eine Sportlerehrung organisieren. Hier lo ein paar Impressionen von der Sportlerehrung 2022. Wir haben 2019 die letzte Ehrung gemacht für uns Mama Sporttrainer Sportler an Mama Klasse. Leider Gottes konnte man nun 2 Jahre nicht mehr, weil den Covid das blockiert hat. Wir hatten aber schon den Saal reserviert und festgestellt, wir können nämlich an Mama Klasse bleiben, weil wir ganz von der Wehe, das war schön.
bei so vielen Sportlern wie wir haben, muss man ausweichen an den Königswald kommen. Eine richtige Decision, die wir da geholt haben. Wir haben 2019 hatten wir 175 Sportlerinnen und Sportler. Das Jahr haben wir da 235 gesehen. Das ist eine Zahl, die an die Blut gegangen ist. Könnte natürlich, dass man irgendwie groß wird. Amerikaner kommen mit leider Sportvereine bleiben sie gut ab. Und dann sieht ja noch und die Resultate, dass die Vereine gut gefördert, strukturiert sind. Die Resultate lassen sich allemal weisen. Wir sollen statt damit fertig tun. Damit haben wir in der Politik eine absolute Majorität erreicht. 51% von den geehrten Herren sind Damen. Die Damen und die Herren, die Floriaten, merci dem Guido Dauphin, mit seiner ganzen Equipe für die mustergültige Organisation von dieser Sportlerehrung an die Verein, meine ich als Frau, dass man noch ein paar Jahre Absenz, wo wir zusammen sind. Mein Hauptmerci geht für alle und alle guten die Laureaten, die hier sind, die invitiert kaufen. Ich meine, so viel hat man danach nie. Also die hat man nicht an das Schloss, auch an das renovierte Schloss rankommen. Die haben also Gemeng, alle guten Eier, sowohl individuell wie auch für allem als Verein. Das ist ein Kollektiv Leistung, aber man mögt es Zeitung aufmachen oder wir gucken den Sport, der Tele. Da sind wir immer hoffentlich, wenn den ein oder anderen Member oder den ein oder anderen Memberverein zu ihren Kompass. Aber wir müssen uns auch dafür als ganzen Gemengerot natürlich für die Leistungen, die da merkt, die Leistungen, die ihr seid als Sportler, aber dann eine Kollektivleistung als für allem von dem ganzen Verein an die Guido Dauphin, heute richtig in der Straße, ein Verein lebt von seinen aktiven Sportler, mir lebt aber auch für allem von den Benevolenten, die Leute, die das ganz als selbstverständlich merken, wir werden nicht selbstverständlich ist. Für das zu honorieren, die Damen und die Herren, hat man probiert zu so. Erstens, haben wir auch dafür darauf zurückgegriffen, während dem Covid, dass die Vereinswelt bei uns an der Gemeinde übrigens auch an andere Gemeinden soll weiterleben. Aber wenn der Käse-Situation geguckt wird, ich meine, da war der Covid-Subsid, den Gemeinden gehen wird, da werden die nicht zu viel bescheiden. Wir haben über 200.000 € haben wir ausbezahlt und Vereinswelt bei uns, und Sportvereinswelt bei uns an der Gemeinde, davon allein 90.000 € pro Jahr an die aktiv Jugendherbisch. Weil Jugendherbisch wisst ihr, das ist für den Verein, dass die kann weiterleben, das ist auch etwas für eine Gemeinde. Erstens die Integration, die zusammen schaffen, zusammen kooperieren, aber für allem und die Jungen eine sinnvolle Freizeit beschäftigen. Da wollte ich aber auch pro Wort so auf dem sportlichen Plan. Es sind über 200 Sportler, die heute geehrt werden. Das ist eigentlich an der Linie von der größten Tradition von unseren eminentesten Sportler. Ja, sie sind nicht mehr da, den Nick Franz, an den Josi Bertel, auch an diesem Jahr wiederum gesehen, 70 Jahre den Herrn Simkila von dem Josi Bertel, an die hat auch gesehen. Und ich hoffe, dass es den Impuls kann sein, dass wir vielleicht eine Etappe von Tour de France kriegen, 27 an 21, 1927 an 21 hat Nicolas Franz den zweimal den Tour de France gewonnen, aber das Jahr, 4 Jahre, dann jährt sich den 100-jährigen Jubiläum. Der Champion national bei den Mini am 100 Meter nach Schliebe, am 200, am 400 und am 200 Meter Package. Wenn du super 100, da kannst du als sich geleiert gehen. Und dann gibt es hier ein schönes Set von Handtücher, Läppischer, Überraschung, wo ihr nicht da. Und dann geht es auch noch als Fotowall, oder wie dir so ein Selfie-Wall, können auch hier ein Selfie machen. Und dann Hashtag Mama. Dann hätten wir Celia Blanche, eine erste Platz im Championat Cross Country, Scolaire bei den Damen. In der Union Athletik.
Celia Blanche von der Oberspielgruppe. Und dann kriegst auch du dein wohlverdiente Kado. Und lief Celia. Ich sehe verschlossen auf Schutz, das Lobe. An dëstweis Emissionioun vun Haut. Me gesinn als ëm de 15. Dezember bis du ennner merdet gut.